So, diesmal haben wir den FC Everton als Gast. Gut, so haben wir glaube ich nichts zu erledigen. Dann können wir gleich durchstarten. Dann spielen wir in weiß. Die spielen in schwarz, da die sagen. So, da schaut es wieder nicht so gut aus. Ronaldo spielt diesmal nicht. Weil der zuletzt auch nicht grob besonders war. Fahrfahren bleibt da daheim. Butland ist verletzt. Dann da mal aussehen. Gut, ansonsten dürfte alles passen. Der spielt da zentral. Gut, starten wir durch. Und ich glaube, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo Everton ist, aber ich glaube, die sind weit unten in der Tabelle. Schauen wir mal, ob wir die erst so leicht schaffen wie die Rovers. Das war das erste Foulspiel. An Okocha war das. War früher mal ein Spieler bei Eintracht Frankfurt. Dembaba und der beste Stürmer. Ja, da wird er abblockt. Ansonsten war es vielleicht fällig worden. Scher, was tut denn der da auf der Rücken? Der hätte auf der anderen Seite. Und das war Dembaba. Also wie gesagt, unser bester Stürmer und der trifft da. Im Gegensatz zu Ronaldo. Und somit führen wir 1-0 schon wieder. Und den hat er voll erwischt. War aber schön ausgespielt. Von Oscar, Mann, war das. Ja, und damit war der Torwart überfordert. Pienaar, Velani. Oder Velani, keine Ahnung, wie man den wieder ausspricht. Pienaar. Das ist ja Holländer. Das war die erste Torchance. Und das ist der Ausgleich. Okocha. Ja, genau. Also, die haben sie nicht einfach so abfertigen lassen. Und verteidigen sie. Und schießen verdient einen Ausgleich. Das heißt, es wird ein hartes Spiel noch. Die schenken uns nichts diesmal. Das gibt der Gelbe gegen Steven Taylor. Also wir müssen auf den Okocha aufpassen. Der macht da ganz schön was her davon, nicht? War bereits der dritte Torschuss. Also FC Everton gibt richtig Gas. Ja, hat nicht gehaut. Da ist er schon wieder. Immer noch Okocha. Alter, der spielt uns kaputt. Und da passt keiner auf.
Ja, 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 ja. Also unsere Abwehr steht im Moment nicht sicher. Jetzt führen's. Seht ihr? Ja, der zählt. Also, Everton führt jetzt 2-1. Alter, die geben richtig Gas. Die können wir gar nicht stoppen. Der Okocha ist wahnsinnig stark davon hat. Und spät und schwindlig. Ben Afa unten. Ja, das war natürlich schlecht. Denn wenn er nicht eingehauen hätte, war er gleich wieder da gewesen. Aber der hat sich so mit der Schussgenauigkeit. Da war natürlich auf der Seite ein Robben besser. Es gibt einen Wurf. Aber wir haben dafür einen Dembaba und der macht schon wieder. Und schon sind wir wieder zurück im Rennen. Also das ist so, ja, sowas wie unsere Lebensversicherung, der Dembaba. Der trifft immer. Klasse vorgelegt von Santon. Und somit steht es schon wieder unentschieden. Vitor, Heitinga, Pienaar, Diaz. Ja, der war nicht so gut. Naismith. Vitor. Pienaar. Neskens kämpft, super. Ja, Ben Afa hadert da mit seiner Chance. Den hätte er machen sollen. Okocha, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Das ist der Hattrick. Oida, Dembaba. Der war geil. Und da hat ihn keiner stoppen können. Also, erster Hattrick in der Saison. Und jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Er ist schon wieder ziemlich torreich. Und wir haben, wie lange haben wir denn noch? 2-3 Minuten noch und dann haben wir Halbzeit. Ovido. Okocha, Diaz. Baines. Das war die nächste Torchance. Aber erst einmal Halbzeit. Also es ist ganz schön was abgegangen. Die haben einen Schuss aufs Tor, aber geht sowas, mit einem Schuss 2 Tore zu machen. Und einiges armiert. Von Kabay war gar nichts zum Singen. Ich glaube, dass ich den jetzt außer tue.
Und wir bringen Xavi Garcia. Andreoli kommt für Coloccini. Kapitän wird unser Torwart. Demba Ba muss noch ein bisschen durchhalten. So, auf geht's in die zweite Halbzeit. Noch führen wir 3-2. Aber der FC Everton ist auch ziemlich torgefährlich. Und wieder Okocha. Diesmal haben wir angefangen. Diesmal war es gut. Und wieder Okocha. Ganz gut gemacht. Share. Naismith. Also die Provinz fällt mit im Zweikampf, dass die irgendwie uns ausspähen. Und das haben die richtig drauf davon hat. Au, das war nicht so gut. Aber Oscar holt noch Ecken außer. Der wollen wir noch kommen, was? Dann war das richtig gefährlich geworden. Somit gibt es aber nur Ecke. Immer noch Demba Ba, jetzt verliert dann. Weiter geht's mit dem Einwurf für Everton. Die wechseln übrigens aus. Naismith geht aus und es kommt Duffy. Ovido. Und der kleine Dodo klärt. So, Demba Ba gegen 3 Mann. Share ist da. Verliert ihn aber. Guck mal von Garcia. Ja, Share verliert ihn schon wieder. Also es bleibt weiterhin knapp und gefährlich. Diaz, also pass auf, der wird da nicht vorbeikommen. Santon ganz sicher. Ja, wieder Fehlpass, jetzt nagelt uns hinten richtig fest. Wir können gar nicht mehr raus. Vorsicht, Diaz. Jetzt gibt es einen Freistoß. Und eine gelbe Karten. Es war wer? Dodo. Xavi Garcia war's. Jetzt dann wir aber wechseln. Und zwar geht jetzt aussehen. Dann mal Demba Ba aus. Der ist schon ziemlich fertig. Oder Share. Der spielt nämlich nicht so gut. Dann mal den aussehen. So, und dafür kommt unser junger englischer Flügelspieler Sinclair.
Es kann gefährlich werden. Der Ausgleich liegt in der Luft. Ja. Und so ist er. Okocha war das wieder. Mit seinem zweiten Tor. Also sie haben nicht aufgegeben und schießen verdienten Ausgleich. Die kämpfen aber wie Sau. Wahnsinn. Und es gibt Ecke. Nächste Ecke. Die müssen wir jetzt etwas weit reinhauen. Zum Beispiel auf Dembaba und der macht sein 4. Tor. Und jetzt führen wir erneut. Und zum Glück haben wir den jetzt gerade nicht ausgewechselt. Also die erneute Führung für Newcastle United. Und jetzt müssen wir es halten. Unbedingt. Wir haben allerdings noch 10 Minuten zu spielen. Plus etwas Nachspielzeit. Oh Gott, schon wieder. Vor dem müssen wir uns echt in Acht nehmen. Ja, Missverständnis zwischen unseren Spieler. Heitinga. War auch auf Ausspiel. Vitor. Okocha. Wieder Vitor aus da. Oscar. Ja, da können wir nicht vorbei. Also die stehen schon gut da hinten. Und haben nicht umsonst 3 Tore geschossen. Ja, er pfeift ab. Und es war ein harter Kampf gegen den FC Everton. Aber letztendlich gewinnen wir, weil wir ein Tor mehr geschossen haben. Dembaba auf jeden Fall der Mann des Tages mit 4 Toren. Oh, Manchester United lässt Federn. Die verlieren gegen die Hotspurs. Das ist natürlich gut. Denn jetzt sind wir an denen vorbei. Und sind auf Platz 5.